Irgendwie ist da gerade was kaputt gegangen. Aber wieder da? Hallo? So, da waren wir wieder. Bei mir jetzt gerade was kaputt. Bei mir hat's gerade ein bisschen was zerschossen. Wir schauen, ob wir jetzt wieder rauskommen. Ah, wieder da. Okay, perfekt. Mein PC hat kurzzeitig gesagt, nope. Mag ich nicht mehr. So, irgendwie respawnen die ganzen Truhen auch irgendwie wieder. Spam da mal schnell irgendwer F5 im Chat, dass er jeder mitkriegt, dass er einfach einen Stream reinladen muss. Danke fürs BB. Und dass jetzt einer denkt, hey, der ist offline gegangen, aber ich bin noch da. So. Irgendwo da hinten ist die Quest, okay. F5 Basis sagt, da gehen wir. Ja, ist es so. Oh, ist da hier schon das? Okay, wenn man rost, also quasi einmal übernachtet oder so, dann respawnt da alles wieder ein wenig. Ja, okay, das haben wir ja schon mitgekriegt. Einfache Haut, okay. Brauchen wir eher Fleisch. Können wir da das einmal freischalten, wenn es irgendwie geht? Hallo? Good. And for those who don't know, press F for respect. That's true. Oh, jetzt wird's aber. Die 10 Kreise, wenn die zu dritt sind. Okay, gut, okay. Ja, die frische Heilung ausgerüstet gehabt, merke ich gerade. Ich hab gerade einfach nur einen Pilz ausgerüstet gehabt, anstatt der Suppen. So. Okay, die ist ab. Oh, jetzt haben wir aber eine schwere Rolle. Das ist natürlich nichts. Das war auf alle Fälle Ausrüstungsgewicht noch ein wenig skillen. Ach, jetzt haben die das eingerissen. Jetzt kommt man da durch. Ellsworth arms field hands and farmers and sends them to the slaughter. I wonder, by the time we breach Sacrament's gates, will anyone be left inside?
Fallstack. Ja, perfekt. Oh ja, ich mach dem fast keinen Schaden. Ach, und die gegen Loren darf ja auch noch kämpfen, oder was? Ah, der beschädigt aber seine eigenen Leute. Das ist gut für mich. Au. 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 Hey, was war denn das jetzt? Oh, fuck.
You're fighting for a dead man. Ellsworth can't protect Sacrament. He can't protect anyone. Das zählt als First Try. Aber ein cooler Boss. Aber jetzt sag ich schon, wir brauchen auf alle Fälle. Hoppla. Wir brauchen auf alle Fälle ein bisschen Waffen. Merci. Okay. Was müssen wir... Moment einmal, wir haben doch da irgendwo Questlog, oder? Das ist der Trankverkäufer und da hinten ist auch noch eine Quest. Gatte der Gastwirtin. Das haben wir unten. Das können wir auch gleich noch machen, weil jetzt haben wir eigentlich eh schon da. Wir können ja dann da nachher bei wer wir haben die Quest geben. Der Ellsworth, wo ist denn der? Genau, da müssen wir da dann einen Bericht ablegen, das passt. Dann können wir eigentlich noch Backtracking machen und schauen wir, was dann da Phase ist. Das war ein Fall von, was bringt der viel Kraft, wenn du planlos damit umgehst. Naja, ich sage einmal so, dass er viel Kraft hat, ist das eine, aber das viel Kraft heißt auch träge. Ne? Es gibt ja in so Souls-Likes immer zwei Arten von Gegnern. Es gibt Gegnerarten, die haben brutal schnell, ja, und hauen schnell zu, aber machen dafür nicht so viel Schaden. Und dann hast du den Gegenpart. Du hast dann natürlich auch Gegner, die haben dafür schwer und träge. Aber wo die hinhauen, wächst halt dafür kein Gras mehr. Hybriden hast du eigentlich in der Regel eher selten. So Hybridgegner, die wo... Was heißt eher selten? Das sind eher dann dann hast du eher mal Bosse, die wo halt quasi erstmal träge haben und dann in der zweiten Phase halt dann schnell werden. Ja, das gibt's schon. Aber so die klassischen Hybridgegner per se feuert man jetzt spontan so keiner ein. Also gibt's mit Sicherheit auch, aber ist jetzt nicht so die Regel, da jetzt behaupten. So, dann aktivieren wir das, damit wir da dann spawnen. Oh, lebt mir Musch. Okay, da zurückkehren wird wohl nicht so einfach. Aha, da habt ihr dann Schiss, oder was? Na! Okay, nice, du überlebst einen Sturz ins Wasser. Okay, das ist jetzt eigentlich praktisch, weil dann sparen wir uns jetzt einen Haufen Weg.
Also so richtig viel Weg sparen wir uns da jetzt. Weil wir müssen nämlich da hinten her. Okay, aber net to know. Wenn du ins Wasser fällst, kriegst du keinen Fallschaden. Was auch noch für sich ja irgendwie ein bisschen Sinn macht. Ich meine, ab einer gewissen Höhe tut es halt auch weh, aber... Don't close your eyes. Okay, ja, die stinken wir heute eigentlich überhaupt noch gar nicht da. Ja, ich glaube, wir brauchen ein bisschen Waffen. Ein bisschen Waffen und ein bisschen Rüstung, weil sonst da meine ich, da, das glaube ich, das ist noch nichts. Da meine ich, sollte man jetzt noch nicht hin. Und dann machen wir mal Fast Travel zurück. Ich glaube, da sollten wir noch nicht hin. Think you're up for chasing down a few bounties, Seren? So, müssen wir da auf und dann da links. You look like the adventure. Salvation to our second island. You don't understand. Derek's a mad dog, but he's no fool. Why would he draw your men to Orbin Glades and then flee? Because he was defeated, that's why. If he returns, our stone walls will be there to greet him. And why should I trust anything you have to say about the reason? And some give speeches from behind bars. You. Again. God, I'd rather sing in the town square than say this, but... maybe you can help me. Derek's always harbored a deep hatred of my father. I never imagined he could move against Sacrament itself, but he wouldn't share his schemes with me. The people here may be blind or broken. Under the mainland's boot for so long, they mistake it for protection. But that doesn't mean they deserve to die. Winnick said his men captured some of Derek's faithful after the battle. You should see if any of them can tell you more. Ach so, die Quest geht quasi weiter. You're the one in the cage, man. Listen. Oh, sniffing about for the governor's daughter. Whose side is she on anyway? Not that it matters. She's right, you know. The real attack is yet to come. Darak's moving on the city itself, but there may still be time to stop him. Darak left me to die. Least I can do is return the favor. Tell me, friend, do you want to be a hero? Course you do. Spring me from this cage, and I'll make you Sacrament's savior. These guards couldn't keep a snail locked up in its own shell. You poke around, you'll find the key. Okay, der sollte mir jetzt den da einfach befreien. Aber ich glaube, das will ich nicht tun. Where's that miserable runt wandered off to? He's supposed to relieve me. We've got a date with Elga tonight. Who? Gerard. He was dripping pissed. I told him to go dunk his head in the fountain. Well, that's all right for some people, getting drunk on the job. But that turnip's got the damn keys with him. Looks like you're stuck with me. Why don't you invite old Elga to come round here? We can both enjoy her company. Sod off. Okay, wir müssen irgendeinen Brunnen finden. Steht bestimmt im Questlog, oder? Wo war das nochmal? Ah, da.
Wir hörten, wie sich 2 Wachen über ihren betrunkenen Kollegen unterhielten, der sich in einem Brunnen waschen wollte. Sie sagten, er habe den Schlüssel zu den Käfigen. In einem Brunnen, okay. Ja gut, das ist dann nochmal ein Nebenquest, das muss man dann auch machen können, weil ich werde jetzt so pauschal auf den Brunnen nicht stoßen, schaut's jetzt einmal. The madrigal brings salvation to our second. You look like the adventuring type. Was da oben ist, glaube ich, Main Quest mäßig weitergegangen. This island will be healed. Warte mal, wenn ich jetzt da hergehe zu ihm, I take it you're about time. Gebäudeprojekte. Ja, ich muss das tatsächlich alles dabei haben. Okay. You don't scare me, Serum. You don't look for it. Und da kann man kochen und dahinter zu geht's dann weiter. Scheinbar. Oder wie wollen wir noch gießen? Okay, was da immer das ist? Namenloser Pass, da müssen wir hin. Schauen wir noch, wenn es Krähen heißt. Einfach mal die Materialien mitnehmen. Is it true? The Risen have taken the old fortress. Aber in unser Kellerkammer. Müssen Sie da unten auch so ein Streamingzimmer einrichten, genauso wie ich. So. So, was brauchen wir jetzt? Mehr brauchen wir da. Wir müssen Kupfererz jetzt schnell mal mit. Das nehmen wir auch mal schnell mit. Und dann gehen wir schnell zum Schmied, schauen wir, ob wir unsere Waffen aufwerten können. Und dann gehen wir noch ein wenig weiter. Spätestens jetzt halb 4. Ja. Haben wir schon noch ein wenig Zeit. Is it true? The Risen have taken the old Aber die fortress. Welt schaut, wie gesagt, wenn die Sonne scheint, schaut es richtig geil aus. Also es hat mit dem Regen auch richtig cool ausgeschaut, aber so, die ganzen Schattierungen, die Farbverläufe, das ist schon richtig gut gemacht. Da kannst du ja wirklich nichts sagen. The madrigal brings salvation to our second. I fear it's happening again. In Sakrament wirst du auf eine Vielfalt an Händler stoßen, die jeweils einzige... Ja gut, das haben wir schon gelesen. Everything is a price. Every man is a cost. Was How hast du? ignore their gates? I've witnessed this. I want strength from the water. Okay, der hat Verbrauchsgüter. Steinhauerring. Erhöht die Rüstungsstärke des Trägers für eine bessere Verteidigung. Den glaube ich haben wir schon, oder? Gut, du kannst da so Grabenzeigler kaufen. Kosten 10 Gold jeweils. Serum? So, Aufwertung. Das drum. Kupferbahn. Ich habe keine Kupferbahn. Schlecht. Hast du sowas? I'll see you. Ah, der hat welche.
Aber der hat nur einen. Wir haben wir da. Haben wir da Messer? Angriffe verursachen 8 Schockschaden, erhalte 15% Gesundheit beim Parieren, Fokusgewinn erhöht um 9%, ein einfaches vielseitig. Ja gut, aber das ist... die blitzt ja richtig. Okay, die los ja mal. Good day. Ja, brauche ich auch Kupfer bauen. Okay. Your will be half as strong as my word. Da hinten war noch ein Händler, oder? Okay, der hat nur Runen. You cannot say you're still. Okay, und der hat irgendwelche Meben. Ja, okay, gut. Gehen wir noch ein wenig weiter. Machen wir noch ein bisschen. Jetzt haben wir uns eigentlich ziemlich viel Zeit da gelassen. Das kann man ja dann offstream nochmal in aller Ruhe alles sich anschauen, wo da was zum Finden ist und was wo zum Sein gibt. Und das kann ich ja dann onstream dann wieder sagen. You're up for chasing down a few bounties, Seren. Wouldn't you like to see Sacrament reborn? Dann tue ich jetzt das ganze Kupferzeug alles nochmal einlagern, weil das brauche ich ja jetzt so an und für sich gerade gar nicht. Is it true? The Risen have taken the old fortress. Aber das schaut schon cool aus, wie die Waffen blitzt. So, jetzt passt so Obacht. So, jetzt der mal einmal weg. Das Quarz der mal weg, brauchen wir nicht. Spaltleder weg, einfache Haut weg. Da halten wir uns ja erstens einmal vorwiegend aber nur Ressourcen, die wir zum Kochen hernehmen können. Und auf jeden Fall auf der sicheren Seitenhand. Achso, und jetzt mal, wenn du einige verändert sich die Tageszeit, okay? Jetzt ist quasi später Nachmittag. Is it true? The Risen have taken the old fortress. Okay, müssen wir wohl dann da um. Only those who've been touched. Hopfe. Namenloser Pass, dangerous. Die Rotz hat sogar überlebt. Drakanenerkraut, oder wie das geheißen hat. Wieder was so suchen machen.
zwei sicher nicht. Okay. Alle Fälle gibt es einen Haufen Loot. Bam, werden auch erwiesen. Oh, das ist eine neue Art von Baum. Das ist ein Fichtenholz. Und eine Kartoffel. Rohe Forellen. Gute Forellen. Okay, je nach Region ändern sich auch die ganzen Zutaten, die wo man finden kann. Scheinbar. Oh oh. I'm gonna wear your teeth. Alter, was? Okay. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wir mir brutal schwach sind. Man geht nicht auf mit einer Standardwaffe, wenn man die nicht aufgewehrt ist. Ah ja, alles klar. Wo auch immer du gerade hingerannt bist. Bei der G2 ist überhaupt keine Chance nicht. Okay, alles klar. Ich mache ungefähr überhaupt keinen Schaden. Ich krieg einen Haufen Schaden. Okay, das liegt an dem, das ist an der Waffen gelegen. Okay, das schaut zwar richtig affig aus, aber sie gibt einen Haufen Rüstung.
Okay. Oh, da liegt was. Achso, da waren wir ja vorher, ja, okay. Regina. Die Gegner haben komplett gestört. Die halten brutal viel aus und sau viel Schaden. Ja, perfekt. Hä? Druidenauge. Das ist ein Helm. Ist schon heftig, wie fällt das die auswählen? Der lebt mich am Arsch. Also, erforderliche Stufe 11. Jetzt habe ich sogar noch Stufenanforderungen für die Rüstungen. Gut, ich muss halt aber auch sagen, ich laufe mit einer Waffe durch Gegend, die wo nicht aufgewertet ist und die wo eigentlich das wird Standardwaffen ist. Natürlich kommst du da irgendwann einmal in Bredouille. Zweihändiger Stab. Oh, perfekt. Können wir massiv stiften. Handschuhe des mutlosen Ritters. Bei Stufe 11, hol ich noch nicht.
Ja, jetzt wird die glänzen. Okay, jetzt haben wir mich sauber durchgebellt, den Deppen den. Nicht mich am Arsch. Seuchenflasche. Okay, jetzt kommt schon einer mit einer Blitzwaffe daher. Alter, was? Ich brauche ein bisschen die Waffen, definitiv. Weiter. Ja, für mich sogar schon trotz noch. Schlüsselalte Hütte, okay. Wenn nicht schlecht, dass wir sowas haben. Na gut, das ist ja gut weiter rund. Frostschuppenöl. Bei Anwendung auf der Waffe verursacht dein Angriff zusätzlichen Frostschaden. Ja, okay. Geht noch auf der anderen Seite. Muss ja dann theoretisch irgendwo da weitergehen. Also rein theoretisch.
Alter, was? Ja, das macht dem ungefähr gar nichts aus. Au. Ja, okay, ich glaube, dass wir müssen ohne Scheiß, ich glaube, dass wir mir da unbedingt eine bessere Waffen finden müssen, weil mir kratzen die Gegner gerade so ein bisschen an. Das ist alles andere wie optimal. Da haben wir so überhaupt keine Chance nicht. Oder halt nur sehr, sehr schwierig Chancen. Wir machen halt gefühlt keinen Schaden, aber kriegen wir immens viel Schaden. Is it true? The Risen have taken the old fortress. Das Problem ist, ich weiß ja nicht, wo ich jetzt Kupferbahn hernehmen soll. Ich brauche Kupferbahn, um meine Waffen aufzuwerten. Jetzt haben wir das Ganze gezeigt damit. Damit ich vielleicht irgendwie einmal einen Händler finde, bei dem ich dann halt, wie gesagt, oder was heißt, einen Händler gefunden habe ich auch schon, aber ich muss jetzt dann erst einmal schauen, wie man mir da am besten wie wir ein bisschen die Waffen kommen, weil das ist ja. Alter, das ist ja Chaos. Da brauche ich mache 4 Schaden. Das ist ja ungefähr gar nichts. Das ist ungefähr gar nichts. Und da muss ja eigentlich irgendwann einmal irgendwo einen Händler finden, der was zumindest ein bisschen eine Waffen kaufen kostet. Is it true? The Risen have taken the old fortress. Also zumindest denken wir das. The madrigal brings salvation to our sick. Wouldn't you like to see sacrament? Where have you? Warte mal. Zur Herstellung von Waffenrüstungen. Ah, Schmelzofen verwendet zum Einschmelzen von Erz und Bohren. Das hört sich ja mal vernünftig an.
Jetzt aber, ja, okay, aber was hilft mir jetzt das? Wo kann ich jetzt das hernehmen? Weiß man nicht. You look like the adventure. Und danke Twitch, dass ich mir jetzt sagt, das passt. Ja, ich hab vorher mal einen Abbruch gehabt, einen kurzen. Da hat mein PC kurz gestreckt. Those lads all wearing all fit for the fire. Hello, old Okay, jetzt bin ich halt Kupferbroker oder was? Das sind halt alles nur die Standardwaffen, das hilft bei uns nix. Nothing sings like steel. Warrior's only as good as his weapon. Okay. I've scoured the realms, so you don't. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du gegen die Gegner mit so einer windigen Waffen kämpfen musst. Das kann man jetzt nur schwer vorstellen. To our second island. Ist der Schmelzofen jetzt bei mir im Raum oder wie sage ich das? Ich check's halt nicht. Hey, ich kapier's halt nicht. Ach so. Ach so, den kann ich jederzeit aufbauen, oder was? Moment einmal. Moment einmal. Warte mal, gehen wir einfach mal da her. Hä? Is it true? The Risen have taken the old fortress. So, da müsste da jetzt wohl genug Platz sein. Hä? Verwendet zum Einschmelzen von Erz und Barren. Ja, okay, verwenden kann ich aber scheinbar nicht. Was hilft mir das jetzt? Für was habe ich das jetzt? Aber wie es mit dem Schwert ausschaut. Aber ich vermute mal nicht recht viel besser. Da geht's einer. Sind das Krokodile oder was?
Jetzt bin ich schwer, deswegen. Jetzt habe ich wieder keinen Platz mehr. Ja, das ist noch ein wenig komisch, also. Das ist ein wenig komisch, du kannst halt nur eine begrenzte Menge aufnehmen. Und wenn der Inventar voll ist, ja, dann hast du halt Pech gehabt. Das ist halt ein bisschen anders wie bei den Souls-Spielen. Bei den Souls-Spielen kannst du aufnehmen, so viel wie es magst, das beeinträchtigt die in dem Sinn nicht. Das beeinträchtigt nicht nur in dem Sinn, was du halt am Körper tragst. Aber das wird also werden, dass ich mich da offstream ein bisschen beschäftigen muss damit, wie, wann, wo, was genau zu machen. Also, wo und wie an Waffen komme, wo man Erz anbaut, wie man denn das Zeug alles einschmetzt, da muss ich mich offstream beschäftigen damit. Weil ich habe jetzt gerade, ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade absolut keinen Plan davon, was ich eigentlich tun soll. Also, ich weiß, dass ich da hinten muss, das ist mir schon klar. Aber das ist kein Ding auch nicht dran, weil ich da keine Chance nicht habe. Es muss ja irgendwo eine Möglichkeit geben, wo du halt einmal irgendwie an Waffen und Erze kommst. Und an Gold. Ich hab überhaupt kein Gold mehr jetzt in dem Sinn. Und selbst dann ist es so, da wird eine Aufwertung jetzt auch nicht den Teufel ausreißen. Also vermute ich jetzt einfach mal, aber... Das ist nicht so einfach gerade. Vor allem, da verbrotzt halt einen Haufen Heilung, wenn du da durchrennst, wenn du überhaupt keine Chance hast. Hat die da herunter noch irgendetwas zum Sagen? Die komische Historikerin? You look like the adventuring type. I think you're up for chasing down a few bounties, Seren. Achso, die ist jetzt weg. Okay. Scaly bastards always nibbling, never biting. Shout! You're the one who killed poor old boy. Also, da müsste halt noch da auch noch irgendwo Händler sein, oder nicht? Zumindest das nehmen wir mal mit. Do you mind? Got work to do. Be aware. Nein, du sollst einfach nur auf der Straße laufen. Damit ist doch der Brunnen, oder? So, also Kessel. First the tavern, then me husband. Needs to get me old seat back. Oh well, oh well. Are you feeling ill, stranger? Gut, okay, die ganzen Händler haben also da herfahren. Ich werde aber dann trotzdem im ersten Gebiet einmal umeinander schauen, weil das gibt's ja nicht, dass du da irgendwo... Du musst ja irgendwo was farmen können. I'll make it quick.
Okay. Warum ist der Oma Leute, frage ich mich. Die Waffe, die bin schon vorher am Überlegen, wie man da hinkommt. Okay. Aber es sagt man, es ist sicher, aber dann haben trotzdem Gegner da. Alter, der war heftig. Was war denn das? Okay, jetzt war... Ich check's halt nicht. Jetzt muss ich erfahren, wie viel mehr Schaden. Ach, die haben da kein Friendly Fire nicht. Genau, die haut ihre einer Verbündeten zusammen. Perfekt, danke dir. Schwierig. Respawnen die jetzt alle wieder? Ah, nur der eine, okay. Hell? Lieblingshandschuhe. Ja, okay, die machen jetzt gerade nicht wett, aber die sind immer besser als das, was ich schon gehört habe. You'll make a fine bonfire. Okay, dann mal rum.
das verarschen jetzt, oder was? Dabei war doch nicht irgendwo... Da rennt doch mal eine Ofen. Okay, so wie ich das jetzt verstehe, respawnt da die komplette Loot-Spirale wieder. Ab einem gewissen Punkt. Das heißt ja quasi auch, dass dann irgendwann... Du kannst ja dann im Early-Game-Gebiet die ganzen Dinger quasi dann farmen, also die Sachen, die du zum Aufwerten brauchst. Also sprich irgendwie die Erze und das... Na, was brauchen wir noch? Ja, gut halt im Endeffekt. Du kannst halt da im Endeffekt alles wieder erfahren, wenn du halt quasi Backtracking betreibst. Wir da, das ganze Holz, das haben wir ja alles umgehauen. Das ist jetzt quasi wieder da. Und dann rennst du wieder gnadenlos in 2 Gegner rein. Das ist brutal. Wieso schlecht? Parieren. Okay, parieren im Space ist nicht meine Paradisziplin. Ah, okay, jetzt schläge ich durch die Mauer durch, perfekt. Es gibt's ja nicht. Oh, okay. Warum macht dann dieser vor mir so viel Schaden? Das check ich halt nicht. Ich mache vor mir mit einem Schlag nur so einen gefühlten Millimeter Schaden und dann mache ich mit einer Kombi fast One-Hit. Das ist das, was ich noch nicht so wirklich kapiere. Warum macht ein Angriff mehr Schaden als wie der andere? Ja, kannst du den nicht parieren, oder? Ja, der war mal clean. Vergleich. Heilige Gefangenenbeinlinge. Was ist, ich find halt schon Zeug, aber es ist halt lauter Zeug, das was schlechter ist als wie das, als wie meine Standardrüstung im Endeffekt. Oh, was ist das?
Ausdauer erhöht um 10, Fokus erhöht um 12, Heileffekt erhöht um 24, Erfahrungsgewinn verringert um 9%. Und dann haben die ja Stufen quasi. Du brauchst ja gewisse Stufen, damit du überhaupt tragen kannst. So. Feuerwiderstand erhöht um 12, Gleichgewichtsverteidigung erhöht um 14, Gegenstandsgewicht verringert um 26, Rüstung erhöht um 11. Das ist jetzt ja nicht schlecht da. Bis jetzt ja so gesehen nicht schlecht da. Achso, man muss quasi. Okay, warte mal. Das hat's doch vorher gekostet mit den Seltenheitsstufen da, oder? Was wir sollen das. Wieso ist den auch gesehen? Einen Erfahrungstrank gekriegt, aber den nehmen wir erst, wenn wir aufgestiegen haben, weil das dauert jetzt eh nicht mehr lang. Das ist nur noch ein Gegner jetzt. Ach, die Chest ist nicht mehr da, okay. So, und da hinten ist ja irgendwo die Quest, oder? Ja, das ist da am Rand. Oh. Fischspieß. Okay, Suppen kann jetzt quasi gerade gar nicht machen, okay. Der wir da mal einen Punkt setzen, damit wir da auf alle Fälle wieder spawnen. Schlüssel Westbrücke, den haben wir gestern die ganze Zeit, oder vorgestern die ganze Zeit gesucht. Und da wollen wir mal die Zutaten damit. God's reach! Finally someone heard. I was out fishing for clams when a pack of the Risen came through. I thought I could make my way across the old bridge and out the other side of Mariner's Keep. But this fort's in worse shape than I am. The board's rotted out behind me, and the ladder ahead is pulled up. Last time I tried to be clever. Please, see if you can find another way around before I end up like that poor sod over there. So, ich soll jetzt dem quasi irgendwie die Brücke da, die Lorten überlassen, oder was? Ah, du bist lustig. Du musst ja dann von. Da muss ja irgendwie da hinten rumkommen. Dann theoretisch über die Festung, vielleicht da auffahren oder so.
ich merke schon, wir brauchen auf alle Fälle mehr Gesundheit. Können wir da mal schauen, ob wir da in der Westbrücke drin was finden? Macht mir auf alle Fälle besser. Okay. Ah, da oben steht schon wieder einer. Fresh meat. So, warte mal, wo war jetzt der Westbrückenraum? Der war da vorne irgendwo, meine. Du musst jetzt musst du ja vor mich so extrem konzentrieren bei dem Spiel, das ist Wahnsinn. So, Moment mal. So, unbedingt schauen einmal was kocht, damit wir wieder ein wenig mehr Heilung haben. So, irgendwo war da die Tier. Wenn mir nicht alles täuscht. Ach, jetzt kommt man da auf. Okay, warum kommen wir jetzt dann da nicht her? Also wenn man da umbalancieren muss, oder was? Ach, da ist das Ding, da ist die Tier. Das ist ein neuer Bereich.
Gut, der ist gut weiter. Ja, und jetzt ist das Inventar wieder voll. Das ist das. Boah, leck mir Musche. Einfach aus der Hölle. Alles klar. Wo wird den Punkt aktiviert da oben? Und dann nämlich jetzt wieder verreckt und dann kann ich wieder von vorne anfangen. So, wo? Das war da drin, dort man kochen könnt. Okay. So, der eine läuft immer noch amok, oder was? Haben wir Fetroll? Ja, ich hab voll Fetroll. Kein Wunder. Hey, warum bin ich jetzt so schwer? Erst mal einbuddeln. Ah, 90 gut. 16 gut. Was ist das?
Bleibt das so stehen? Claymore. Das ist... Ah, da schau her. Jetzt wird da langsam einmal ein Schuh draus. Jetzt habe ich eine Waffe gefunden, die wo schon mit Grundstärke einfach +5. Und es ist... Ja toll, die kann ich jetzt wieder nicht nehmen, weil... Jetzt pass auf. Wirf den schon weg, den braucht kein Mensch. Nehmen wir uns das Claymore mit. So. Das macht 6 +5. Achso, ja, aber das ist ja eine schwere Waffe. Ja, aber okay, die macht... Oha, hat die Feuerschaden. Okay, ich bin jetzt der schwere Flammenschwerkämpfer. Perfekt. Das ist einmal besser als nix. Ich brauche mal eine Waffe, die ein wenig einen Wumms macht, weil sonst kommen wir doch nicht weiter. Kupfererz, das ist ein Rohstoff. Wir brauchen aber einen Kupferbarren. Das heißt, ich muss irgendwo das Kupfer einschmelzen, wo auch immer das einmal geht, damit ich Kupferbarren kriege. Und wenn ich Kupferbarren habe, kann ich der Ratzone aufs Maul hauen. So quasi Modo. Jetzt wundert mich, dass das nicht bewacht ist. Okay, da können wir auf alle Fälle noch mal schauen. So, wo das St. Grover? Ah! You have my thanks, traveler. Any more time stranded up here and I'd be eating my shoes. Wife's gonna kill me. I think I'll keep this between us, if that's all right with you. I know Caroline sees me as the heroic sort. Wouldn't want to dispel her of that notion. Oh, I'll clamber over the bridge, but not with you watching. That could... Aber dem kann man was kaufen. Oh, da ist er. Der hat Rezepte, Krabbensuppenrezept. Das habe ich doch schon. Bereits gelernt. Fischspießrezept. Das haben wir noch nicht, kann man aber nicht leisten. Okay, die Quest ist abgeschlossen. Na, herzlichen Glückwunsch, wenigstens das. Der hintere Zug ist aber trotzdem noch weiter. Oder auch nicht. Da ist noch zu. Geht er nicht auf. Okay. Das sind noch Kisten. Oh. Das ist noch mehr Claymore, das ist aber schlechter als meins. Das sind Kälteschaden. Erhöht Fokus für 20 nach dem Parieren um 89, Haltbarkeit halbiert.
Okay. Irgendwie glaube ich, dass es Sinn macht, dass man Ausrüstung, die man nicht braucht, einfach verkauft. Ich will nur mal schnell schauen. Ja, die macht schon ein wenig mehr Schaden auf jeden Fall. Aua, aua. Ja, die macht auf jeden Fall ein wenig mehr Wumms. So, da sind noch oft die getrunken. Schwammerl und Pilz, Schwammerl und Fleisch hätte jetzt erst schon mal nur, aber Mogel sitzt noch so ein bisschen am Grimmrettichwurzel, Menschenknochen. Okay. Immerhin 5 Gold. Selbst. Let's go, you bastard. Ja, der ist hier. Ah, wieder Kupfer. Ja, das ist halt, wie gesagt, das ist ein wenig dumm gemacht, dass dein Inventar einfach absolut begrenzt ist. Hier sind auch noch Kisten. Okay. Na gut. Freunde der Sonne, ich glaube, dass wir da für heute einmal einen Cut machen. Das sind ein wenig viel Eindrücke gewesen heute. Und es tut mir leid, dass ich die letzte Stunde so ein bisschen starrer gewesen bin, aber ich muss auch erst das Spiel ein wenig auszufinden, wie es genau funktioniert. Ich werde auf alle Fälle für mich offstream versuchen, in diesem ersten Gebiet irgendwie Sachen zu grinden, damit ich ja, ein bisschen besseres Equip kriege, weil ich glaube, ich verstehe schon, in was für Richtung das geht. Du musst halt irgendwie schauen. Du musst halt irgendwie schauen, dass du halt so seltene oder halt legendäre Gegenstände kriegst, die wo halt Sub-Eigenschaften haben. So wie das jetzt zum Beispiel da. Na? Oder wie der Hut oder wie die Hosen. Das da ist eher suboptimal, weil das einfach nicht wirklich viel bringt, so auf die Art. Also zumindest ist das immer mein aktuelles Verständnis zu dem Spiel. Aber wie gesagt, ich werd mich da offstream ein bisschen befassen damit. Und werde dann, wie gesagt, in dem Early Game Gebiet oder in dem ersten Gebiet werde ich einfach ein bisschen rumrennen und schauen, ob ich da irgendwie ein bisschen an Equip komme. Ich werde halt nicht weitergehen, das ist wohl hoffentlich auch klar.
Und dann werden wir vielleicht im Internet ein bisschen belesen, spoilerfrei belesen, wo es welcher Händler wann wie macht. Also zumindest jetzt da in Sakra. Weil, wie gesagt, ich habe halt sowas von absolut keinen blassen Dunst, wie genau das alles einmal funktioniert und wie das alles noch zusammenhängt. Da muss er mich, wie gesagt, einfuchsen. Aber das kriegen wir hin. An und für sich ist das Spiel gut. Es gibt ein paar Schwächen, die haben sie jetzt ein bisschen ausgestellt. Wie gesagt, dass das Inventarmanagement so ein Thema ist, das schmeckt mir persönlich jetzt eher weniger. Das muss man mengen. Aber ich glaube, das wird sich mit der Zeit auch ein bisschen besser eingerufen, sage ich jetzt einmal. Teilweise hat es noch ein paar Performance-Probleme, also es leckt teilweise noch zwischendurch, aber das äußert jetzt nicht als Negativpunkt, weil es ist im Early Access, also da tut sich noch einen Haufen, bis das komplett fertige Produkt einmal auf dem Markt ist. Aber sonst bin ich eigentlich von dem Spiel bisher eigentlich schon positiv gestimmt. Ja, also die Welt ist schön gemacht, Bosse haben schön designt bisher, wir haben jetzt zwar erst 2 Bosse gesehen, aber ja, also das Spiel ist auf alle Fälle stimmig an und für sich. Es gibt ein paar so, wie gesagt, so Pi mal Daumen Schwachstellen, aber ja, ist jetzt glaube ich nicht etwas, wo man nicht hinbringen. Und du nicht aber mache Sachen brauchen Zeit, damit man es versteht. So ist es ja bei jedem Spiel. Ja, genau, eben. Ich war halt einfach, wie wir in das zweite Main-Gebiet gehen wollten, also der Main-Story noch, ich war halt einfach erst einmal ein bisschen perplex, weil die Gegner auf einmal gleich so viel mehr ausgehalten haben und so viel mehr Schaden gemacht haben, als wie die Gegner davor. War mir noch nicht so ganz geheuer, die ganze Geschichte, aber das sollte man hinbringen. Also ich hoffe es zumindest. Aber so an und für sich, Spiel ist nach wie vor gut. Ja, also wir spielen es auf jeden Fall weiter. Wie gesagt, offstream werde ich das dann auch ein bisschen herausfinden müssen, wann da wie, wo es am besten zusammenpasst. Aber das mache ich, wie gesagt, dann für mich selber. Und dann können wir beim nächsten Mal hoffentlich dann auch weitergehen, dass wir mehr von der Main Story erfahren. So. Und neue Gegenden kennenlernen können. Und das geht es ja im Endeffekt. Sollen wir ja nicht jeden Stream im gleichen Ding umeinander rennen, das war ja auch nichts. Aber okay. Jetzt müssen wir schnell schauen, wer noch live ist. Aber ich glaube, dass wir zum YBO gehen tatsächlich. Dem habe ich es versprochen. Dann werden wir das also machen. Leute, ich werde später in Discord einen Streamplan für nächste Woche bekannt geben. Ihr könnt dann schon mal auf Mittwoch 18 Uhr einstellen. Und am Wochenende muss ich jetzt dann mit der Frau Bazi erst noch reden, wann wir genau ein Zeitfenster haben. Wahrscheinlich entweder wieder Samstag oder Sonntag. Freitag auf keinen Fall, weil Freitag habe ich Spätschicht. Also es wird Samstag oder Sonntag werden, aber wann genau, das sage ich dann, wie gesagt, jetzt in 2 Stunden sowas in Discord. Also Mittwoch könnt ihr dann auf alle Fälle schon mal hinter die Läffchen schreiben. Ich bin mir noch nicht sicher, mit was wir weiterspielen. Entweder mit No Rest for the Wicked oder mit Hollow Knight, eins von den beiden. Und das jeweils andere spielen wir dann wieder am Wochenende. Wobei es wahrscheinlich so werden wird, dass wir No Rest fürs Wochenende aufheben. Weil ich da tendenziell mehr Zeit habe. Aber wie gesagt, da sage ich dann in Discord Bescheid. Das sei, der Backseat-Mod hat es eh schon gepostet, kommt da gerne drauf, falls irgendein neuer da ist. Ich weiß jetzt, die letzte Stunde war ein wenig komisch, da war ja ein wenig starrer als wie sonst und nicht so totschat drauf, wie es normal sonst bin, aber das ist der Konzentration und dem Lerneffekt geschuldet. Wird wieder anders, versprochen. Also gerne auf Discord vorbeischauen. Der Sai haut gerade sämtlichste Links von mir durch. Insta kannst du bei auschecken, falls du ein neues Spiel brauchst, check MMOGA aus, ist ein Partner von mir. Tut dir nicht weh, aber da darfst du mir auch helfen, wenn du gerade ein neues Spiel brauchst, einfach über den Link einkaufen, kriege eine kleine Provision. Genau, ansonsten gerne aufs kostenlose Herzl drücken, wenn du es noch nicht da hast, hilft mir auch unfassbar schwer, da hat mir wahnsinnig helfen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim YBO, der spielt Mass Effect, wenn ich es richtig gesehen habe. Raid Command haben wir natürlich auch, für Subs und für Non-Subs einfach probieren und dann jeweils beim YBO einfügen. Genau, dann soll ich trotzdem Dankeschön fürs Dasein. Ich hoffe, es hat euch getaugt. Ich hoffe, euch macht das Spiel auch Spaß. Also ich habe Freude damit. Bisher. Hoffentlich ändert sich das nicht. Und ja, ansonsten ein schöner Sonntag eigentlich noch. Kommt's morgen gut in die neue Woche. Meine Fresse. Und wir hören uns dann spätestens am Mittwoch wieder. Okay? Schön war's, bis zum nächsten Mal. Habe ich die Panzerknacker mehr seht ihr. Das war auch für mich ein Fest. Okay? Brave Community, gibt's nichts zu meckern. Genau so nämlich. Wir sind eine brave Community. Genau. Leute, in diesem Sinne viel Spaß beim YBO. Lasst ihr mal ein bisschen Liebe da, der freut sich. Und dann hören wir sie am Mittwoch wieder.
In diesem Sinne hat sich eine. Viert euch und einen schönen Abend euch.